Die Damen und Herren von der Presse, an alle guten die als über Livestreams vibrieren, ich will ich ganz herzlich begrüßen zu diesem Jahresrapport 2017 von dem Erzbistum, den ich dann hier vorstelle. Auch ob Gefahren, dass ich enttäuschen, schicken ich direkt voraus, dass ich leider keine Angaben zu dem Kirchenfonds haut gehen für Wert. Der Grund ist ganz einfach, die wisst, dass der Kirchenfonds recht sind da gut 5 Wochen funktioniert, dass das Gesetz dann in Kraft getreten ist, dass man einfach an der Zeit nach nicht genug Zöllematerial, nach nicht genug Donnerien haben, dass man nicht genug umfassend Informationen nicht können gehen. Wir wollen aber am letzten Quartal von diesem Kalenderjahr das nachholen und dann auch mehr Donnerien zu dem Kirchenfonds gehen. 2017 war im Meilenstein an der Geschichte von unserem Erzbistum und das gleich aus 2 Ursachen. Die erste ist die, dass in einem 4-jährigen Konsultations- und Reflexionsprozess die Diözese eine ganz große Territorialreform gemacht hat, da das etwas, was ganz Seelen an der Geschichte von einem Bistum vorkommt. Zweitens sind katechetische Parcours für Kanner auf ihrer Wursener an allen 33 neue Poren angefordert gehen. Das bedeutet, dass 2017 groß strukturell und pastoral Änderungen mit sich gebracht hat, die verständlicherweise viel Engagement sowohl von den Hauptamtlichen, geistlich wie Laien, aber auch von den Benevolen verlangt haben. An ihnen all, besonders die neue Katechetinnen und Katecheten mit den Benevolen an ihren Teamen, will ich von dieser Platz so am Namen vom Erzbischof ein ganz tiefen und herzliche Merci so. Ich meine, dass die Leute den ganz remarkabel Arbeit gemacht haben, ob die dann Herr auch den Direktor von der Katechese noch werden am Detail abholen. Das letzte Jahr war auch ganz besonders für die große Lusophon-Sprachengemeinschaft, für allem die portugiesische Gemeinschaft an unserem Bistum. Ihr wisst, dass sie den 100. Jahrestag von den Marienerscheinungen zu Fatima an der 50. Pelerinage auf Besen zu Volz mit vielen religiösen und kulturellen Evenementen gefeiert haben. Unvergessliche Höchstpunkte waren ein Fado-Konzert an der Kathedrale und dann die ganz große Massfeier zu Volz mit 20.000 Partizipanten, innert ihnen noch der Staatspräsident von Portugal und die großherzogliche Koppel. Unvergesslich war wohl auch für die nur bei 180 Junkern hier Begleiter eine Reise an Thailand, die initiiert gelebt wurde von dem Erzbischof Jean-Claude Hollerich. Nicht den touristischen Aspekt stand dabei am Vordergrund, mehr Vertiefung vom persönlichen Glauben, Kennenlernen von Kultur und von Leid. Und du wennst du noch die Jung am Norden von Thailand mit einheimischen Familien eine Zeit lang zusammen gelebt und sie haben sich auch tatkräftig am Bau von einer Schule beteiligt. Kirchenpolitisch war das letzte Jahr besonders als einer ersten Halschend ganz movementiert und noch schwierig Jahr. Ich erinnere mich just an die Ouvertüre, die der Minister Kersch im Januar gemacht hat, für das Bistum an der Seefeld sich Narrenkerkinden zusammensetzen, für an der Hauptsache froh von der Personalität Juridik von Entitäten vom geplanten Kirchenfonds zu schwätzen. Die wissen doch, dass es ein Akkord das Bistum als Seefeld kommt, den aber nicht von dem Minister akzeptiert wurde. Dunno sind Gespräche über das Projekt de Loi 7037 lang zwischen Innenminister und Bistum weitergefordert gehen, mit den Resultaten, die ihr kennt. An dem Kader wird das Bistum auch die über 100 Kirchen definiert, die auf der nächsten 3 von dem Gesetz sollte stehen kommen. Es dreht sich um die Kirchen, die ein Gemengebesitz sind und die nicht können ohne Akkord von dem Erzbischof entweiht gehen. Am Resümee. 2017 war für die katholische Kirche aus struktureller, pastoraler, kirchenpolitischer Hinsicht ein exzeptionelles Jahr, das viele Ressourcen an Anspruch geholt, und viel Engagement von allen Beteiligten gefordert hat.
Et wäre Joer, dat Kirch vir gros Reforme stalt huet an de legislative Schlusspunkt am Dossier Kirchefonds prepariert huet. Katholisch Kirch huet ënner Beweis stalt, dat sie bereet afäich as Großdefien ze meestren, as ich fir Zukunft neu opzestellen. Dese Prozess ass nach net doofgeschloss. Hier kascht viel Kraft, weil an engem kurzen Zeitraum groß Veränderungen zu verkraften und zu gestalten wären. Net jed Verein huet die Vitesse an den Umfang von diese Changementer appréciiert. Muncher, dat soll auch hei vollständigkeitshalber gesot gehen, sinne lo mit, andere enttäuscht bis verirrt. Et gëtt aber auch viel Hoffnungsmomenter an neue Dynamiken, gerade auch am Kader von der Katechese an eise Poren. Dort lässt sich mengenlich opbauen, an net Sinn, also auch dort, wo wir zielen, für an Zukunft zu gehen. So nicht. Merci, Herr Ginlot-Furt, gleich weiter und den Herr Patrick Durand. Ja, gute Morgen noch dann von meiner Seite aus, wie den Herr Generalvikar schon gesagt hat, war 2017 ein Jahr mit großen Veränderungen. 33 Paaren sind von Anfang an mit einem großen neuen Projekt Chantier konfrontiert gehen. Katechese an den Paaren. Wie ihr wisst, als durch die Wegfallen vom Religionsunterricht an der Schule sind wir konfrontiert gehen, für dann Katechese an den Paaren zu organisieren. An das erste Trimester vom Jahr 2017 waren als Paaren damit beschäftigt, sich Gedanken zu machen, wie organisieren wir das auf unserem Terrain. Katechese spielt sich auf außerhalb von der Schulen, außerhalb von der Schulzeiten. Die Realitäten an den Paaren sind ganz verschieden. Das heißt, alle Paare müssen damit auseinandersetzen und anhand von den Orientationen, die das Bistum rausgehen wird, wie organisieren wir das an unserem Raum, den wir heute zur Verfügung haben, mit den Leuten, die wir heute zur Platz haben. Nur der mehr theoretischen Organisation an dem ersten Trimester 2017, also nur der Oktav 2017 ganz konkret ging an den Tempo von den Arbeiten rund um Katechese als normal an die Luft gegangen, weil Kanner, die Leute, die Eltern haben angefangen, hier Kanner unzumelden für die Katechese, etwas, wo man da bis am Religionsunterricht an sich nichts zu tun hatten. Das heißt, es war eine große Herausforderung für die Paaren, auch das administrativ zu gerieren und dann die Ummeldungen entgegenzuholen, Kanner abzudelen an die verschiedenen Parcours, die dann an den Paaren angeboten sind. Und das ist ein Phase, die als über die grosse Vakanz gegangen und nach bald bis und dann vom Jahr 2017, weil natürlich durch Publizität, die wir gemäht haben, durch die Werbung, die gemäht ging, war es aber so, dass viele Eltern die Message rechte los mitgekriegt haben und dass so Ummeldungen wirklich bald bis und dann vom Jahr 2017 gegangen sind, für Kanner an der Katechese abzuholen. Mit Resultat, das konnte sich aber weisen lassen, weil am Ende vom Jahr 2017 hatten sich rund 9.000 Kanner und Junker an die verschiedenen Parcours an den Paaren angeschrieben. Und auf dieser Platz will ich auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Paaren, der Katechese titulär, der neben der vielen Arbeit auch ganz persönlich mit dem großen Wirsel von einer Milieuschule an das neue Arbeitsumfeld Paar, wo wir eins gehen, ein großes Merci an Anerkennung ausdrücken für den Engagement, den sie gewiesen haben. Neben der Arbeit an den Paaren waren sie natürlich auch aktiv im Niveau von der Weiterbildung, das heißt, sie sind weiter formiert, gehen für sich dann auch denen Herausforderungen, die ob sie durchkommen, an den Paaren für sich denen so gut wie möglich zu stellen. Wie gesagt, am Ende vom Jahr 2017 konnte man den ersten Fazit ziehen, dass an alle Paare Katechese angeboten ging und dass an alle Paare Kanner an Katechese gegangen sind.
Rund 23% von der Kanner aus dem Fundamental und die Opfer von der Katechese ugeholt. Neben der Katechese für die Kanner wird auch verstärkt Wert darauf gelegt, ob Katechese für jeden Verein. Weil jeden Verein als abgerufen, nicht stehen zu bleiben, mir immer mit tief und nachfolglich von Jesus Christus anzutreten, an so die Kirche von Lützeburg mit zu erneuern und zu dynamisieren. Und wir sind lo Ende vom Schuljahr, und das ist auch die Zeit, wo die Neuausschreibungen und die Reinskriptionen von der Katechese stattfanden. Und da finden die aktuellsten Informationen von den Paaren am Internetseite kt.lu, cate.lu. Neben der Katechese will ich sich noch pur weiter wertvolle Arbeitsfelder annehmen. Den Herr Generalvikar hat schon die Jugendpastoral erwähnt, mit der Reise in Thailand. Und vielleicht ist es auch interessant zu sehen, dass wir Ende 2017 eine neue Jugendharmonie gründen, den Michel Remery, den dann auch die Arbeit Kafiro feiern an Junker weiter begleiten, ob nächste Projekte und nächste Aktivitäten. Dann in einem Arbeitsfeld Terra als Daltener Krankenpastoral, wo ganz viel Arbeit gelegt wird, die nobausen nicht immer visibel ist, aber wo viel an der persönlichen Begleitung geschieht von allen erkrankten Leuten. Und auch da, also die Projekte gehen für das auch mehr visibel zu machen oder auch Junker in Kontakt zu bringen mit allen Leuten. Ein Projekt, das sich genannt wird, 50 Uchten, ein generationenübergreifendes Projekt, wo Junker sich mit allen älteren Mitmenschen getroffen haben, für in Austausch zu haben über hier Lebenserfahrung und die Lebenserfahrung von den älteren Leuten, auch für da interessante Diskussionen zu haben. Weiter will ich erwähnen, den diözesane Flüchtlingsprojekt Regen Hand, wo mit einem großen Engagement, wo viele Christen aus den Paaren Integration geliefert wird. Integration, das soll nicht nur ein paar Meier stehen, auch die Willkommenskultur, das nicht nur etwas, was ein paar Meier steht, sondern was auf der Basis an die Paare geliefert wird, an wo viel wertvolle Begegnungen und Kontakte stattfanden. Daneben hat als Diözesan Pilgerstelle verschiedene Pilgerreisen organisiert, für das Angebot aufzurunden von der katholischen Kirche an die Paaren und mit den Paaren. Voilà, das wäre von meiner Seite. Ich gebe euch gerne ein paar Erläuterungen gehen über die konsolidierte Zölle vom Gruppbistum für das Jahr 2017. Am Rapport annuell fand sowohl Konten wie auch Nettokonten, wie auch mein Rapport bezüglich zu dem Ausschuss 2017 ab der Seite 29. Das sind dann die Seiten, die von da unten eben hellblau analysiert sind. Das erste paar Wörter zu der Entwicklung vom Resultat. Nur Steuern, also Niveau vom Nettoresultat, haben wir Resultat 2017 von 3,3 Millionen Euro erreicht. Und das bedeutet einen Rückgang von plus minus 800.000 Euro gegenüber 2016. Weil wir aber in anderen 2017 für die erste Kehr kein Report de Perte Fiscal mehr haben, als Summe von den zwei Zeilen oder den zwei Indikatoren, die Steuern vom Resultat betreffen, 1,75 Millionen an die Luft gegangen. Dafür scheint es mir wichtig, als Entwicklung vom Resultat auch zu betrachten, vier Steuern, was ja dann mehr der wie soll ich das nennen, operativer Situation entspricht. Und das Resultat für Steuern ist von 2,77 Millionen Euro 2016 auf 3,73 Millionen Euro 2017 geklommen, also eine Steigerung von 34,5%. Ich gebe auch nachher ein paar Wörter so zu der Evolution von den Chargen und von den Produkten. Du hast für allem ein technischer Punkt als wichtig herzuheben. Wenn der erste Kontoresultat anguckt, da sieht dass sowohl d'autres Produits d'exploitation wie auch d'autres Charges d'exploitation
mat einem ganz hege Betrag geklomme sinn, an das größtenteils darauf zurückzuführen, dass Plusvaluen, die realisiert gesinn op Verkauf von Aktiva, also Hauptsächlich eben Gebäier an Terrain, engerseits an den autre Produkt, also an Erträge, an de Produkt festgestellt kaufen, andererseits aber iwwer d'autre Chargeexploitation, also an de Chargen auch optauchen, weil do den Transfer stattfindet an Reserve immunisé, die da am Passiv in der autre Reserve gesit vom Bilan. Das heißt, vielleicht ein bisschen mir einfach auszudrücken, die Steigerung von 34,5% vom Exzedent von 2016 auf 2017 ist absolut nicht impactiert durch Plusvaluen auf Verkauf von Aktiven, also sie ist nicht impactiert durch nicht rekurrent Aktivitäten. Ein wichtiger Teil natürlich auch als Gesamtbilanzstruktur, als Gesamtfinanzsituation. Ich meine, da sind ein paar wichtige Punkte nach 40 hier. Als Bankschulden konnte man am ersten Semester, am ersten Halbjahr 2017 integral zurückbezahlen, an das dass man den Effekt hatte von den Verkäufen Aktiva. Doniert, ich meine, das ist auch wichtig, und das könnt ihr feststellen an Zöllen, das meist Kapital, wo ich konnte, dass man 4 Millionen Konten erheben 2016, nach ein Ball 12 Millionen 2017 Konten steigern. Insgesamt verfügen wir über den Kapital von 115 Millionen Euro Ende 2017. Parallel dazu konnte man auch als Netto-Tresorerie, also als Liquiditäten substanziell steigern. Die Liquiditäten leihen lo bei etwas über 20 Millionen Euro inklusive den zweckgebundenen Gelder. Natürlich als Ziel nicht oder als Debüt als nicht versuchen, ob Bankkonto leihen zu tun, die Liquidität als do für einen eigen Undeel und Development von Projekten Immobilien können zu finanzieren und damit auch die Projekte Immobilien können möglich zu machen. Dadurch als ein aktiv immobilisiert, also als Anlagevermögen betrifft, das nach wie vor hauptsächlich setzt sich zusammen aus auch Heines Gebäier an Terrain für Ende 2017 insgesamt 120,4 Millionen Euro. Wir haben hier einen Rückgang, wie auch letztes Jahr, aber das ist ja ein bisschen mehr hoch, von 7 Millionen Euro. An die setzt sich zusammen aus den Aufschreibungen, die da am Kontoresultat könnt nur lesen, und natürlich aber auch von dem Impact von der Cession von einzelnen Gebäuden. Den Ausblick, den ich auch im Rapport mache, ist nach wie vor natürlich auch negativ affektiert durch die zusätzlichen Belastungen, die progressiv auf das Bistum durchkommen, bezüglich den Erstellungen von geistlichen Affuleien, die für drun ob Ministre du Culte, also ob dem Statut Ministre du Culte gelaufen sind. An dem Kontext gebe ich auch gerne ein paar Worte zu unserer Fondation Saint-Irmin. Fondation Saint-Irmin hat ihren eigenen Teil am Rapport, an der von der ab der Seite 47 bis seit 50. Da sowohl die Aktivitäten belicht wie auch die wichtigsten Zahlen, und dann aber auch natürlich die ganz offizielle Clôture mit Rapport vom Reviseur. Fondation Saint-Irmin, ich allerwichtigste als mal für die Fondation, dass ich auf dieser Platz sage, gebe ganz große Merci so an unseren Donateuren, unseren Spenderen, die als 2017 mit ihrer Generosität unterstützt haben, und ganz viele Projekte möglich gemacht haben. Über 500.000 Euro und sie 2017 gespendet, das sind bald 41% mehr wie nach EU für drun. Über all die Projekte zu schwätzen, der Generalvikar an den Patrick hatte schon ein paar Projekte zitiert. Ich meine, das wäre ein bisschen den Kader sprengen von dieser Reunion. Ich gebe schon gerne Wurzeln zu der Linie, die da auf der allerersten Platz gesehen, auch was Spenden betrifft, nämlich zum Fonds d'Avenir. Der Fonds d'Avenir ist natürlich kein Projekt am klassischen Sinn. Im Wert geht darum, eine Reserve aufzubauen, eine langfristige Reserve, an die auch langfristig Revenu soll generieren, für dass wir auch können an Zukunft den Herausforderungen, die bei uns zukommen, als können, dass wir da können fast, also als können den Herausforderungen stellen.
Es geht darum, dass man eben für auch an Zukunft können geistliche allein am Denk von der Kirche als Salarien zu beschäftigen, dass man do eben progressiv Reserven abbauen für die Aufgabe können zu stemmen. Wir haben Egemitteln, wir investieren noch die Egemitteln, die größte von der Aufgabe, von der Herausforderung, die aber es zukommt, können man nicht allein nehmen mit unseren Egemitteln, mit unseren eigenen Aktivitäten stemmen, auch von denen natürlich auch hauptsächlich dem Budget zugefordert gehen. Dafür ist der Fonds d'Avenir für uns wirklich ein unverzichtbares Element, wir können den Défi von der Zukunft als können zu stellen. Voilà, das wäre schon zu der Fondation Saint-Irmin. Ich meine, ihr seht auch ganz viel am Rapport, ihr seht auch ganz viel Kennzahlen, die man ein bisschen rausgesagt haben. Das ist im Moment 3.200 Donateuren. Wie ich gesagt habe, wir haben 500, das sind also die genau 12.547.000 Euro kollektiert. Und die hat dann auch eine Übersicht über die verschiedenen Projekte, was hier Importanz durchstellt, einerseits am Niveau von den Spenden, und andererseits am Niveau von den Mitteln, die wir konnten, ob die Projekte affektieren, für sie weiterhin, also für sie zu unterstützen, für sie möglich zu machen. Voilà, das wäre schon von meiner Seite. Die Damen und Herren, merci, dass ihr hier seid, merci, dass ihr es noch guckt. Ich präsentiere Ihnen den Rapport vom Jahr 2017 vom Centre Jean 23 Grand Séminaire auch von der Luxembourg School of Religion and Society. Ich erinnere daran, dass der LSRS am September 2015 gegründet wurde und damit eine ganz junge Institution ist. Konzept von einer katholischen Institution, die mit einer relativ kleiner, internationaler und interdisziplinärer Equipe sich für Zusammenarbeit mit anderen Kulten abmischt, als einzigartig an der europäischen Hochschullandschaft. Dieses Konzept enthält nach größtes Potenzial, das wir am Laufe der Jahre developieren müssen. Das ist der Avis auch von den Leuten, die wir für Konferenzen, Seminare und Kuren zu Besuch hatten. Ich nenne ein paar Beispiele. Der Professor Daniel Boyarin von der Berkeley University, Kalifornien, der Professor Gilles Routier von der Université Laval von Quebec, Professor Walter Homolka vom jüdischen Abraham Geiger Kolleg Berlin und dem Bischof Yusuf Thomas aus dem Irak oder auch unserer Kollegin Marianne Vanier von der Université de Lorraine. Zustimmung kriegten wir dann noch von einer anderen Instanz, nämlich vom Papst Franziskus. An einem Dokument hat Veritatis Gaudium, die Fried von der Wohlrecht heißt, unterstreicht hier 4 Dimensionen, die für Forschung und Lehre wichtig sind. Ich nenne sie erstens, es schafft den theologisch, weil der Glauben mischt eine spezifische Perspektive ab, so wie das an andere Sciences humaines durch den Schwach von einer bestimmten Theorie auch der Fall ist. Zweitens, es schafft den am Dialog mit den anderen, die eine andere Vue haben. Es schafft den drittens interdisziplinär oder besser nach transdisziplinär. Und viertens, es federiert den sich an Resue. Die 4 Punkte treffen auf die Arbeit von der LSRS zu. Seit dem September 2017 bietet dann der Centre Jean 23 Grand Séminaire ein komplettes Parcours an der Theologie an. Der Parcours ist ob für alle interessierte Leute. Es wird von Profen aus dem Centre Jean 23 Grand Séminaire und aus dem Ausland gehalten und als interdisziplinär und integriert auch Elemente von den anderen Glaubensgemeinschaften. Wir hatten dann noch eine wichtige internationale Tagung über den Umgang mit der Bibel, die Leute aus Europa, Afrika, Südamerika zusammengeführt wird. Ein wichtiges Ereignis war die Kollaboration mit der Uni Lützeburg für die Konferenz The Ends of the Humanities. Der LSRS hat ein anderes Panel organisiert, wo Literaturwissenschaftler, Philosoph, Religionswissenschaftler, katholischen und jüdischen Theolog, der noch Psycholog ist, sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wie der Glauben, der sich an der Zeit verwandelt wird, ein destruktiven, aber auch ein innovatives Potenzial entwickelt. Zudem an der Kollaborationen, für weiterzuführen, haben wir eine Kooperationskonvention mit der Theologischen Fakultät Trier unterschrieben. Als Enseignant-Chercheuren publiziere regelmäßig. Ich nenne 2 Bücher. Das
von einer Kollegin der Professor Martin Jungers, die Pastoralpraxis, Spiritualität, a Psychologie am Umgang mit Traumata verbindet. Oder auch ein Buch vom Professor Alberto Ambrosio, Spezialist vom Sufismus, ein katholischen Theolog, die sich mit der Begegnung von Bibel an islamischer Spiritualität auseinandersetzt. Spricht du nicht besonders, ob die Interdisziplinarität oder den Dialog dran anzugehen. Im Bereich von der Formation permanent dann, hat sich neben der Formation von den Agents pastoraux an der Katechet, an der Benevolen, die Formation à la Prävention contre les abus sexuels gut entwickelt. Wir planen da auch eine weitere internationale Konferenz. Im Bereich von der Formation des Adultes weisen ich auf E-Projekt hin die Ausbildung von Kirchenführern. Der Parcours de Formation lädt interessiert Leute und für eine Kirche so zu erschließen, dass sie die verschiedenen historisch, architektonisch, künstlerisch und spirituelle Dimensionen mit erschließen können. Eine andere Aktivität sind als Executive Lunches, die Leute aus Wirtschaft, Kultur und Politik mit einer religiösen oder sozialen Personalität zusammenbringen und zur Diskussion anladen. Oder als Reflexive Lunches, wo philosophisch oder theologische Texte diskutiert gehen. Bibliothek entwickelt sich auch. Wir haben ja die Bibliothek vom jüdischen Konsistorium am Centre Jean 23 innerbricht. Wir stehen noch weiterhin mit der Schura an einem intensiven Kontakt für muslimischen Dokumentationszentrum zu entwickeln. Das Haus selber, das Centre Jean 23, ist zu einer Platz gehen, die eine ganze Reihe Studenten logiert, wo Assoziationen aus dem Sektor Sozial gerne hier Formationen haben. Und das ist auch die Adresse vom Conseil des Cultes Conventionnés, den sich hier zusammentrifft. Dazu dreht sicherlich auch der gute Catering bei, den von Proaktiv gemerkt wird. Insgesamt hatten wir 2017 bald 14.000 Leute am Haus. Es bleibt mir dafür, dieser Platz alle Maderbesterinnen und Maderbester ganz große Merci zu sagen. Und noch als Erzbischof ein immense Merci zu sagen für das Vertrauen, das in einer Institution schenkt, für auf ganz ungewinnte Wege die Weiß zu gehen. Das, was hier alles steht, erlebt, aus dem großen, auch persönlichen Einsatz von einer Maderbesterinnen und Maderbester zu verdanken. Das geht von der Gérance über die Verwaltung bis zu den Formateuren und Enseignants-Chercheurs. Es bleibt noch viel zu machen, aber es sind ganz gute Dinge für Martinen zusammen an Zukunft zu gehen. So eine große Merci.